Yeah, I'm not American. You're not American, I get that. Salamander miteinander, hier ist der Lionel. Ich bin hier am Open Air Zürich und ich habe ein ganz spezielles Thema. Es geht heute nämlich um Secondhand. Das Video ist in Zusammenarbeit mit Ricardo entstanden, wo ihr natürlich sehr, sehr gut könnt Secondhand-Sachen kaufen oder auch verkaufen. Ich habe zum Beispiel schon mehrfach alte Kameras dort verkaufen können. Zürich hat ja eigentlich alles, was es braucht. Es hat eine gute Wirtschaft, es hat einen See, es hat einen Open Air. Gibt es etwas, was Zürich eigentlich nicht hat? Ui, viele nette Leute, würde ich sagen. Sehr schwierig. Zürich hat sehr vieles. Das Basler Joggeli. Coole Menschen. Coole Menschen, okay. Für das braucht es euch, die hier ankommen. Wir zwei. Wir haben heute ein spezielles Thema. Es geht ein bisschen um das Thema Secondhand. Es ist ja bald Secondhand Day. Was ist etwas, was du nie Secondhand kaufen würdest? Unterwäsche. Kletterausrüstung. Okay. Ist ein bisschen sass, oder? Witze sitzen. Okay, gut, ja. Ein Handy? Ja, oder elektronische Geräte. Tatsächlich, okay. Zahnbürste. Okay, ja. True. Sofas. Was ist das Beste, was du je aus zweiter Hand gekauft hast? Gerade kürzlich eine Döffjacke. Hast du es bei Ricardo gekauft? Ja, bei Ricardo, ja. Ich bin mir nicht mehr sicher, ob ich je etwas Secondhand gekauft habe. Aber ich verkaufe mega viel so meine Familie, so Schränke auf Ricardo und so. Schallplatte, ne? Die Bag. So geil. Hast du den bei Ricardo gekauft? Nein, den habe ich in Amsterdam in einem Secondhand-Shop gekauft. Was hast du sonst noch in Amsterdam gemacht? Ich bin Architektur interessiert Entschuldigung. und... ja genau das, mehr nicht. Ja, selbstverständlich, alles klar. Warum würde man auch sonst nach Amsterdam gehen? Nach der Prüfung. Nach der Prüfung, wenn man freie Zeit hat. Ich habe mir gerade die Sonnenbrille gekauft. Im Ernst? Im Ernst? Nein, im Open Air! What's the best thing you've ever bought secondhand? Shoes. Mit Kaufen und Verkaufen aus zweiter Hand kann man auch ein bisschen CO2-Ausstoß sparen, weil es muss nicht neu produziert werden. Wie viele Tonnen CO2 stößt eine Person in der Schweiz pro Jahr aus? Was denkst du? 5000? Keine Ahnung. 5000 Tonnen? 14 Tonnen? 5000 Tonnen? Ich glaube, dann wäre es jetzt hier so 40, 45 Grad heiß. 200 Kilo. Ich habe gesagt, mindestens 3-4 Tonnen. Vielleicht 50 Kilotonnen. 50.000 Tonnen. 14 Tonnen? 14 Tonnen, oh mein Gott. Eine Tonne? 14 Tonnen? Oh. How many tons of CO2 do you think an average Swiss emits per year? I have no idea. Unfortunately, it's quite high. Yeah, I believe that, but I really don't know. 45% von Ausstoß kommt aus der Produktion von Gütern und 8% aus der Produktion von Fast Fashion. Sei doch Fast Fashion etwas. Ja, das ist einfach das Geschäft, alle Wochen wieder neue Kleider haben und alle wollen immer das Neueste haben. Etwas, das du kannst günstig kaufen und nach einem Jahr wegrühren. Genau. Und du als Italiener, du hast natürlich einen grossen Style, du hast Ahnung von Mode. Wenn du die Schweizer anschaust, was denkst du so über, wie wir uns anziehen? Ja, also ich bin auch so Fast Fashion Und in der Schweiz werden pro Jahr und Person 6 Kilo Kleider weggeschmissen. Wie viel wäre das jetzt in Gramm? 6 Kilo. Nein, Mathe ist noch schlimmer als schätzen. Unser Mathelehrer, der ist aus dem Belgien. Aha, ja. Aber wir hatten auf Englisch Mathe gehabt. Oh. Der hat natürlich weder Englisch noch Deutsch kennen. 1 Kilo ist 1000 Gramm, sind 6000 Gramm. 1 kilogram has got 1000 grams. Yeah. So 6 kilogram have got. 6000. Also, did you study? Yeah, I'm not American. In welche Himmelsrichtung müsstest du eigentlich laufen, wenn du an den Atlantik möchtest? An Atlantik? Ja. Nie ohne Seife waschen. Westen. Richtig, super. Süden. Der Atlantik bei Italien, die schönen Atlantikstrände in Rom. Nein, Norden. Atlantik, ich weiß nicht. Atlantik. Es wäre nie ohne Seife waschen. Nie ohne Seife. Im Westen. Richtig, yes! Im Westen. Norden, oder? Süden. Osten, Westen. Ja, Westen, super, richtig. Fast Fashion, das wird ja oft in Asien produziert. Kannst du mir ein asiatisches Land nennen? Thailand. Thailand, bist du schon mal dort gewesen? Ja. Was hast du in Thailand gemacht? Ich habe freiwillig gearbeitet mit Elefanten. Wir sind loyale, gescheite Tiere. Ja, haben wir. Das ist schon elefantastisch. Oh mein Gott. Das ist richtig gut. Hey, es ist so peinlich. Kommen die aus, wie soll man sagen, aus gutem Hause? Ja, kann man so sagen. Gibt es noch mehr Details über das Ganze?
Oh, schwierig zu sagen. Also das einzige Detail vielleicht, die Mami bringt das Geld bei uns heim, nicht der Papi. What is your first impression about Switzerland? It's very expensive, but I really like it. Yeah, it's a nice place. Okay, willst du mir noch eine Quizfrage aus dem Jus-Studium stellen? Wenn ich die nicht beantworten kann, dann darf ich nicht den Master abschließen. Okay, Diebstahl, DGB. Komm. 139 oder 138? Sehr gut. 139? 139. Dann in dem Fall San Francisco, Jason Bolognese, Paris, Athen, auf Wiedersehen. Das war es mit dem Video vom Open Air Zürich. Wenn es euch gefallen hat, würden wir uns natürlich sehr über Daumen nach oben und runter freuen. Und schaut unbedingt in der Videobeschreibung vorbei. Ich habe dort mehrere sehr spannende Links versteckt. Und wisst ihr, was die Lieblingsbeschäftigung von einem Schof ist? Auf Wiedersehen!